In meinem Leben habe ich 5 Sprachen gelernt. Die erste Sprache war unfreiwillig. Meine Eltern haben nämlich beschlossen und gefunden, es wäre wichtig und richtig, dass ich Deutsch lerne. Und so haben sie mir von Anfang an als Baby angefangen, Deutsch beibringen. Und tatsächlich habe ich die Sprache dann auch irgendwann gemeistert und kann jetzt sagen, mal, ich kann Deutsch. Das ist eine Sprache, eine von diesen 5, die ich beherrsche. Das ist, wenn du einer Sprache einen Namen geben willst, dann ist diese Sprache mein Fundament. So, das ist das Fundament. Die erste Sprache erfolgreich gelernt. Dann ist es weitergegangen in meinem Leben und irgendwann ist mal eine Frau Bircher gekommen, meine Französischlehrerin, und hat gefunden, Micha, du musst jetzt Französisch lernen. Das ist die zweite Sprache, die ich gelernt habe. Und auch die war unfreiwillig. Und wenn Deutsch den Beinamen oder den Titel Basis bekommt, dann bekommt Französisch den Beititel Tragik. Weil es ist mega tragisch, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit und Stunde und Aufwand und finanzielle Ressourcen in meinen Französischunterricht geflossen sind. Das sind ganze 9 Jahre lang, wo ich Französisch gelernt habe, mit unter 5 Lektionen in der Woche. Und was ich heute noch sagen kann, ist Bonjour, oder? Und viel mehr ist da nicht mehr da von dieser Sprache. Also, Deutsch ist Basis, Französisch ist Tragik. Die dritte Sprache, die mir beigebracht wurde, ist wieder unfreiwillig. Und es war Englisch. Und es hat eigentlich sehr gleich angefangen wie Französisch. Es ist nämlich auch mal irgendein Lehrer gekommen und hat gefunden, so Michael, jetzt musst du auch noch Englisch lernen, oder? Und gleich wie beim Französisch hat es eigentlich gleich tragisch angefangen mit ganz viel Unterricht und sehr wenig Frucht. Bis eines Tages ich etwas gemacht habe. Ich habe nämlich mal eines Tages entschieden, dass Englisch ja eigentlich brauchbar wäre. Irgendwann ist realisiert oder mich selber können überzeugen, mal Englisch, das bringt's. Da kannst du auf der ganzen Welt reisen und eigentlich die meisten Leute können Englisch. Bei Französisch hat das nicht funktioniert, oder? Das ist mir nicht in den Kopf gegangen, wieso dass ich Französisch lernen sollte. Es hat mir nie jemand einen guten Grund geben. Weil auf Frankreich in die Ferien muss ich nicht so mega dringend. Es gibt den Rest der Welt, oder? Und nur in Frankreich können sie nur Französisch. Das sind die Einzigen, die Französisch cool finden. Sonst findet niemand Französisch cool. Also so hat es auf jeden Fall in meinem Kopf getönt, oder? Ich bin mir sicher, alle Welschen und Franzosen sind jetzt es gibt dann einen Fall. Ich weiß. Aber so hat es in meinem Kopf getönt und ich kann mich nicht überzeugen, Französisch zu lernen. Englisch habe ich dann irgendwann mal einen Einstellungswandel gemacht und darum bekommt Englisch eigentlich so den Titel oder das Stichwort Erfolg, weil das ist die Fremdsprache, die ich erfolgreich gemeistert habe. Auch hat es geholfen, dass ich dann meine Ausbildung in einem englischsprachigen Land gemacht habe. Und darum ist das dann von der Tragik zur Erfolgsstory geworden. Die vierte Sprache, die ich gelernt habe, die bekommt den Titel Witz. Es war eigentlich mehr ein Witz, dass ich probiert habe, die Sprache zu lernen. Es war Russisch. Und zwar hat es irgendwann in der Schule geheißen, hey, du könntest im Fall, wir haben Russisch als Schulsprache angeboten und du kannst Russisch lernen. Vielleicht hat das auch noch dazu beigetragen, dass sie einem mega gut gesagt haben, hey, im Fall, wenn du dann den Kurs machst, wenn du dort die Sprache lernst, dann gehört im Fall auch eine Reise nach Moskau dazu. Vielleicht hat das dann auch noch geholfen. Auf jeden Fall habe ich gefunden, ja, ich melde mich an fürs Russisch, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass wenn man das lernen will, muss man auch in den Unterricht gehen. Und das ist ja mehr Schule als weniger. Und dann ein halbes Jahr später habe ich mich per Gesuch wieder abgemolden von dieser Sprache und gefunden, ja, ich bin fertig. Russisch ist, glaube ich, doch nicht so mega wichtig für mich. Und ja, auf Moskau wollte ich eigentlich auch nicht so dringend. Darum habe ich mich dann wieder abgemolden von dem Unterricht. Das war meine 4. Sprache, die ich probiert habe zu lernen. Die bekommt den Titel Witz. Und dann der letzte, ich weiß gar nicht, wie ich dem sagen will, das war mehr so ein Jux. Habe ich dieses Jahr tatsächlich, ist fast ein bisschen peinlich zum Zugeben, habe ich gefunden, hey, wie wäre es, wenn ich nochmal eine Sprache lernen würde, wie wäre es mit Ukrainisch? Und ich wollte Ukrainisch lernen. Natürlich auch motiviert, weil ich durfte in das Land gehen, ich durfte die Menschen besuchen und es hat etwas gemacht mit mir. Und
Es gibt ja mega coole Apps und so, mit denen lernst du Sprache eigentlich so, oder? Und habe ich probiert, anfangen zu lernen. Bis auch dort ich irgendwann festgestellt habe, da musst du ja Zeit investieren. Das kommt nicht einfach so. Das App runterladen lange nicht, dass man die Sprache lernt. Und so ist auch der Anflug, ich würde sagen, innerhalb von 2 Wochen wieder durch gewesen. Also 5 Sprachen, die ich probiert habe zu lernen mit unterschiedlichen Grad von Erfolg. Aber es gibt eigentlich noch eine 6. Sprache. Und um die soll es heute gehen, um die 6. Sprache, nämlich die Sprache Gottes. Wie Gott zu dir und mir möchte reden. Und es ist genau gleich, Gottes Stimme zu hören, sein Reden zu verstehen, ist mega ähnlich wie eine Sprache lernen. Ich möchte euch aufzeigen, wieso dass wir das zum Thema machen. Höre seine Stimme ist die Predigtserie, mit der wir gestartet sind. Jetzt, vielleicht hast du dich schon gefragt, wow, was ist eigentlich das? Das ist nur Deko, keine Angst. Wir können es nicht einstecken. Ich finde es mega schade, ich hätte es mega gerne mal eingesteckt. Aber es soll symbolisieren, hey, Gott redet. Für das ist die Deko da, um uns darauf einstimmen. In das Thema möchte ich euch aufzeigen, wieso dass wir über das Thema, wieso spricht Gott, reden. Wir haben im Kreuzpunkt lange darüber nachgedacht und gebetet und gerungen, hey, um was soll es gehen? Was ist unser Auftrag von Gott? Wo sollen wir einen Unterschied machen? Und es ist uns mega zentral geworden, einen Jüngerschaftsprozess zu definieren und zu beschreiben. Wir sind in der Schweiz, braucht alles System, darum muss auch das Wirken Gottes systematisiert werden. Und das ist unser Versuch, so eine Jüngerschaft systemisch darzustellen. Und es startet, kannst du gerade schon mal die nächste Folie zeigen. Es startet mit Brich auf. Wir sind davon überzeugt, das ist der geile Punkt, wir sind davon überzeugt, dass es einen Gott gibt, der das Universum gemacht hat, der dich gemacht hat, der eine persönliche, intime Beziehung mit dir möchte pflegen. Es gilt, ihn kennenzulernen. Gott sagt, welcome home in meiner Family. Es ist eine Einladung für dich und mich und wir dürfen den Gott kennenlernen. Um das geht es in diesem ersten Schritt. Lern ihn kennen. Ob du ihn schon kennst, schon vielleicht seit mehreren Jahren, wir sind überzeugt, auch wir, die ihn schon länger kennen, wir können und sollen und dürfen näher in Kontakt treten mit ihm. Wir sollen mehr hören, mehr lernen, mehr über ihn entdecken, als wir schon haben. Also das ist für Menschen, die ihn nicht kennen, sowohl auch für Menschen, die ihn schon lange kennen und noch tiefer dürfen mit ihm und intimer mit ihm unterwegs sind. Und der zweite Punkt, der zweite Schritt, wo wir definiert haben in dem Jüngerschaftsprozess, wenn wir darüber nachdenken, was möchte Gott für uns, dann ist es, leg's ab und seine Freiheit erleben. Ich glaube und bin zutiefst überzeugt, dass Gott möchte ein Segen sein in unserem Leben, dass er möchte Sachen, die bei uns laufen, die nicht gut sind, dass er möchte, dass wir das mit ihm zusammen ablegen können. Dass wir Freiheit erleben dürfen, wirkliche Freiheit. Dorthin, wo er eigentlich denkt, dass das eine Realität für dich und mich sein kann. Der dritte Punkt ist, find es raus. Gott hat Pläne, Gedanken und Ideen für dein Leben. Das gilt es herauszufinden. Ich bin überzeugt, zutiefst überzeugt, dass es keinen Ort auf dieser Welt gibt, wo wir glücklicher sein können, als an dem Ort, wo Gott für uns gedacht hat. Um das geht es in diesem Punkt. Find raus, was sein Plan ist für dein Leben. Was hat er dir für Geistesgaben gegeben? Was hat er dir gegeben, dass du einen Unterschied machen und anderen dienen? Und dann kommen wir gerade zum letzten Punkt. Gang los und mach einen Unterschied. Das bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Das wollen wir sehen in unserer Kirche mehr und mehr passieren. Dass Menschen Gott kennenlernen, dass sie frei werden, dass sie ihre Berufung entdecken und dass wir miteinander einen Unterschied machen in unserer Generation, in unserem Land und in dieser Welt. Um das soll es gehen. Und jetzt starten wir in dieser Serie mit dem ersten Punkt, mit dem geilen Punkt, brich auf und lerne ihn kennen. Und da gilt es, das Reden Gottes, das, was er sagt, zu verstehen und zu hören. Und darum haben wir gefunden, wir brauchen eine Predigtserie, wo wir das Thema miteinander mal genauer anschauen. Und ich habe schon gesagt, es ist wie eine Sprache lernen. Es braucht Hingabe, es braucht Übung, es braucht auch, dass man manchmal ein bisschen Sachen falsch macht, dass man Sachen falsch ausspricht, aber grundsätzlich ist Gottes Reden, Lernen wie eine Sprache lernen. Und wir möchten heute einen Start machen in das Reden Gottes hinein. Die Frage,
wo wir stellen im Titel von dieser Predigt ist, wieso spricht Gott? Die Antwort ist relativ simpel, weil er Beziehung möchte. Weil er Beziehung mit dir möchte, weil er möchte, dass du ihn besser kennenlernen darfst. Was für eine Beziehung kann existieren ohne Kommunikation, oder? Keine. Das ist uns so klar wie nur etwas. Oder? Es gibt fast nichts Klares, als dass es keine Beziehung kann geben ohne Kommunikation. Ich meine, das wissen wir. Ein Ehepaar, das nicht miteinander redet, ja, das kommt nicht so gut und das geht nicht mega lang gut. Eltern, die nicht mit ihren Kindern reden, Kinder, die nicht mehr in den Teenie-Jahren mit den Eltern reden und so. Wir alle wissen, okay, die Beziehung steht auf keinem guten Fundament, wenn keine Kommunikation vorhanden ist. Und das Gleiche ist mit Gott und uns. Er möchte eine Beziehung haben mit uns und darum redet er mit uns. Jetzt in der Bibel gibt es verschiedene Wörter, die gebraucht werden, um das Reden Gottes zu beschreiben. Ich möchte euch zweimal vorstellen, aufzeigen. Zwei Wörter, die in der Bibel gebraucht werden, um das Reden Gottes zu beschreiben. Das erste Wort ist das griechische Wort Logos. Ich habe euch eine Definition mal mitgebracht aus einem Dictionary. Was bedeutet das Wort Logos? Es ist ein grosses Wort. Es ist ein Konzeptwort der Bibel und sie steht symbolisch für die Funktion und die Natur von Jesus. Es wird auch gebraucht, um Offenbarung Gottes in der Welt zu beschreiben. So wird das Wort Logos gebraucht in der Bibel. Jetzt, da drinnen erkennen wir auch gerade sofort, wenn man Logos hört, erkennen wir auch das Wort Logik. Das kommt aus dem gleichen Wortstamm daraus und es beschreibt das Konstrukt von aneinander folgenden logischen Gedanken, die zu einem Argument formuliert werden. Also die Griechen waren Weltmeister in dem, die haben Debatten geführt, die haben spezielle Orte gebaut, um zu debattieren. Und Logik ist das, was dort angewendet wurde. Es ist sehr kopflastig, es ist sehr verständnisorientiert. Und in der Bibel wird es ein bisschen anders gebraucht, das Wort Logos, und es wird auf Jesus hindeutet. Also kennst du vielleicht die Stelle, wenn du das Johannes-Evangelium schon mal gelesen hast, dort fängt es ja an, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Oder? Kennt ihr die Stelle? Das Wort ist das Wort Logos. Also am Anfang war das Wort, am Anfang war Logos. Und nachher der Vers 14. Und das Wort ist Fleisch geworden, and he walked among us. Und er ist unter uns gewandelt. Das ist Jesus. Also Jesus ist die Offenbarung Gottes sichtbar worden für uns, auf das wir verstehen können, wie Jesus oder wie Gott denkt und wie Gott ist. Und was er möchte, ist sichtbar worden an Jesus selber. Also man kann eigentlich wie sagen, Logos steht für die Bibel. Die Offenbarung Gottes hat sehr viel mit der Bibel zu tun, mit Logik, mit dem Verständnis von seinem Wort. Das ist, was die Bibel beschreibt mit dem Wort Logos. Es geht um Jesus. Oder alle Schrift ist die Offenbarung von Jesus Christus. Es ist Jesus zentriert, die Offenbarung. Wenn du Jesus kennst, dann weißt du, was Gott meint und wie er denkt. Mit dem Wort Logos, das ist die eine Seite, das ist die logische, Jesus-orientierte, bibellastige Kommunikation Gottes. Das war ein bisschen kompliziert, aber ich denke, ihr habt es verstanden. Das zweite Wort, das gebraucht wird, ist Rema. Das hat eine ganz andere Qualität, ganz eine andere Betonung, das Wort Rema. Also wörtlich übersetzt ist es eigentlich eine Rede oder eine Geschichte. Es ist kleiner, es ist nicht so gross konzeptionell wie Logos, sondern es ist viel kleiner, viel näher und sehr viel intimer. Schau mal, im Römer 10, Vers 8, das ist der Vers unten dran. Dort wird das Wort Rema gebraucht. Und dort wird es folgendermaßen beschrieben. Gottes Wort ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkünden. Also Gottes Wort Rema ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Maul und es ist in deinem Herz. Also das ist eben auch Reden Gottes. Es ist nicht logisch verstehen und erkennen, was die Bibel sagt, wenn Gott redet, sondern es ist auch eine Qualität von Gott, wenn er persönlich und intim mit dir redet. Jetzt
wir Christen haben einen Sport daraus gemacht, die zwei Arten gegeneinander anfangen auszuspielen. Also manchmal hast du dann so Debatten gehört, okay, was ist jetzt wichtiger, Wort Gottes im geschriebenen Wort oder die Offenbarung, wenn er mit euch redet. Und ich möchte heute Morgen klarstellen, dass weder das eine ohne das andere gesund ist, sondern dass wir beides brauchen. Wir brauchen beides. Wir sollten nach beidem streben. Wir sollten sowohl nach Logos streben, der Erkenntnis Gottes, der Erkenntnis von Jesus Christus in der Bibel, im logischen Verstand, mit unserem Kopf, mit unserem Rational, sollten wir danach streben und hungrig sein, mehr von Gott zu hören und mehr von Gott zu verstehen. Aber wir sollten auch danach streben, sein Wort in unserem Herzen und in unseren Mühlern zu spüren und zu merken und das ganz nah an uns dran lassen. Es braucht beides. Es braucht sowohl Logos als auch Rema in unserem Leben drin, auf das die Beziehung zu Gott kann entfalten. Weil Logos ohne Rema, das führt zur Religiosität. Das kann mega schnell sehr, sehr kalt und logisch und abstrakt werden. Es kann dazu führen, dass man es dann besser weiss. Oder? Nein, halt, stopp. Im Fall, wenn du da gehst, ganz genau schauen. Und das ist im Fall dann so und so. Und das ist schwarz-weiß und es muss logisch und erklärbar und verstehst du, oder? Logos ohne Rema wird manchmal herzlos, es wird kalt, es wird abstrakt, theologisch, wo wir probieren, Gott einfach nur mit unserem Kopf zu erfassen. Hankerum Rema, die Intimität, das Näherreden Gottes, sein persönliches Reden in mein Leben drin, ohne Fundament, ohne Logos, wird komisch, oder? Das ist dann so abgespaced, das ist dann so seelisch, weißt du, ja, Gott hat mir gesagt und ich mache jetzt das, oder? Dann hörst du dann plötzlich so Sachen wie, ja, weißt du, Gott hat mir gesagt, ich muss meine Frau verlassen. Nein, Gott hat ganz sicher das nicht gesagt, weil in seinem Wort, da steht etwas anderes. Du kannst nicht ab deinem abgespaceden sein und Gott redet zu mir, das Fundament verlassen. Also es braucht beides. Versteht ihr, was ich meine damit? Jetzt mache ich eine gewagte Behauptung. Und zwar behaupte ich jetzt mal, dass wir in dieser Quelle eher logoszentriert sind, oder? Das ist einfach unsere Tradition. Wir Evangelikalen tendieren dazu, eher aufs Wort zu schauen, als auf Gottes Nähe, intime Reden. Es hat mal jemand einen bösen Witz gemacht, wo in so bösen Witz hat es auch immer so einen Kern Wahrheit drin, oder? Er hat zwar gesagt, weißt du was, ist die Dreieinigkeit oder die Dreieinigkeit, Trinität von der FEG. Die Trinität von der FEG ist Gott, Jesus und die Bibel. Und ich habe nachher gedacht, nein, das stimmt nicht. Aber wie gesagt, es hat vielleicht eine Kernwahrheit in diesem bösen Witz drin, dass wir manchmal Logos, die Erkenntnis, das Wort Gottes über die persönliche, intime Beziehung vom Heiligen Geist und sein Reden in unser Leben hineinstellen. Und ich möchte, ohne Logos klein zu machen, möchte ich jetzt einfach mal auf das Wort Rema, auf die intime Kommunikation von Gott eingehen. Ich hoffe, ihr haltet das alle aus, dass wir heute einfach, wie soll ich sagen, den Fokus mal ein bisschen aufs andere Reden Gottes, auf eben das intime Reden Gottes und nicht nur auf Logos ausrichten. Ist das okay, wenn wir das machen? Jetzt müssen wir alle nicken. Sehr gut, okay. Weil, ich möchte nämlich gerade einsteigen mit dem Text aus dem Johannes 10, 27 bis 29. Das ist einer von den schönen Bilder, die Jesus braucht in der Bibel. Er stellt sich uns als guter Hirt vor und wir als seine Herde oder als seine Schafe. Und er sagt in diesem Bild folgende Aussage: Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und niemand ist stärker als er. Deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen. Also Jesus macht da die fundamentale Aussage über dich und über mich. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme.
Noch einmal mehr, wenn du da schauen im Urtext, was da für Wörter gebraucht sind, das ist Phon, Phonos, also hören meine Stimme. Meine Stimme ist Phonos, das ist Telefon, Megafon, das ist Phon, oder? Das hörst. Und das andere Wort, hören meine Stimme, ist Akustik. Also meine Schaft hört phonisch und akustisch, was Gott sagt. Das ist eine Qualifikation, wenn du zur Herde gehörst, dann hörst du akustisch, wie von einem Megafon, hörst du, was Gott sagt. Und ich möchte euch jetzt 3 Schritte aufzeigen, 3 Punkte zeigen, wie man dann mehr kann die Stimme Gottes, das Reden von ihm in unser Leben hineinlassen und wie man das kann hören, wie das ganz praktisch kann funktionieren oder was wir machen müssen, zum Gottes Stimme immer mehr hören, immer tiefer verstehen, dass es immer näher wird zu unserem Leben und praktische Auswirkungen anfangen zu haben. Und das Erste ist, wir müssen anfangen zu erkennen, wer wir sind in Jesus. Dort fängt es an. Ich höre so viel, ich will nicht sagen falsche Bilder, aber solche verdrehte Bilder von Menschen, die sie haben über sich selber. So das eine, was man immer wieder mal feststellt, ist, dass Menschen ihre Sündhaftigkeit überbetonen. Also quasi, ich bin so sündig, ich bin so falsch, ich bin so schlecht. Und zum Glück hat Jesus mich errettet, aber ich bin immer noch sündig und immer noch schlecht und immer noch falsch. Und es muss einfach noch mega viel geändert und errettet werden in meinem Leben, weil ich bin so sündig und so schlecht und so falsch. Aber ich möchte jetzt einfach mal sagen und klarstellen, das ist nicht, wie Gott dich sieht. Wenn du mit deinem Mund bekannt hast, dass Jesus deine Schuld vergeht, dass er Herr ist, dann sieht dich Gott gar nicht mehr als Sünder, sondern er sieht dich als neue Kreation, als neue Schöpfung. Also wir müssen das Bild, das wir von uns selber haben, mehr in Einklang bringen mit dem, was Gott sagt, wir sind. In Römer 8, Vers 9. Und da können wir ganz viele Stellen nehmen, was Gott sagt, was wir sind. Nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Das ist einfach nur etwas, wo Gott über dich sagt, wie er dich sieht. Er sieht dich als neues Wesen. Er sieht dich als ein Tempel, wo würdig ist, für den Heiligen Geist zum drin wohnen. Was im Alten Testament der Tempel war, der heilige Ort, das schöne Gebäude, bist im Neuen Testament du. Und Gottes Geist erwählt dich zum drin wohnen. Also es ist der erste Punkt, den wir absolut ändern müssen, wenn wir Gottes Stimme hören, ist, wie sehen wir uns selber? Du musst anfangen zu bekennen über dein eigenes Leben. Ich bin würdig. Ich bin erfüllt vom Heiligen Geist. Ich bin ein neues Wesen, eine neue Kreation. Ich bin absolut fähig, Gottes Stimme und Gottes Reden zu hören. Das ist das Erste, was passieren muss. Dann der zweite Schritt, der helfen kann, um Gottes Reden zu hören, ist Folgendes. Erwarte sein Reden. Erwarte, dass er mit dir spricht, dass er zu dir persönlich möchte reden. Unsere Erwartung ist so zentral. Ein Prediger hat mal das Beispiel gebracht und das geht mir nicht mehr zum Kopf aus und ich finde das so gut, dass ich euch das heute nochmal möchte sagen. Ich habe es sicher schon mal erzählt, aber Gottes Gegenwart, Gottes Reden ist wie Osternestchen suchen. Wir haben so, ich würde sagen, die Tradition gehabt, wir sind an Ostern sehr viel bei meinen Grosseltern gewesen. Und meine Grosseltern haben ein grosses Haus. Und immer am Samstag haben meine Eltern, oder ich weiß auch nicht wer, das Osterhäsli, hat das Osternestchen versteckt in diesem grossen Haus irgendwo. Für alle Kinder irgendwo das Osternestchen, in irgendeinem von diesen 3 Stöcken, irgendwo in irgendeinem Zimmer haben sie das Osternestchen versteckt. Und am Sonntagmorgen war es unsere Aufgabe, das Osternestchen zu suchen. Ich sage euch, die haben recht fiese Verstecke gehabt. Einmal war das eine Osternestchen im Schminechem im Abzug drin. Ja, genau, oder? Oder in der Holzschür, hinter Balken versteckt das Osternestchen. Weißt du, wie lange haben wir die Osternestchen gesucht?
Oder? Das ist im Fall lang gegangen. Und das ist ein Sport gewesen, gell? Und dann hast du immer wieder noch ein bisschen, nachdem du das nicht mögen hast, und eigentlich schon aufgeben, weil du sonst hast du ja nie fragst, bist du gegangen, hey, gib mir einen Tipp, sag mir wenigstens in welchem Stock das es ist. Weil du bist da die ganze Zeit auf und ab gegeiert und hast sie ja doch nie gefunden. Und es hat angefangen, langsam aber sicher anschießen, oder? Der Spass ist langsam weggegangen, und so haben wir angefangen, die Osternestchen zu suchen. Es ist viel Zeit und viel Aufwand und viel Energie in die Sucherei reingegangen. Aber ich sage euch, der Moment, wo wir die Osternestchen gefunden haben, hey, ist das ein Feier gewesen? Ist das Osternestchen plötzlich wertvoll gewesen? Verstehst du? Das ist eine Trophäe gewesen, das ist wertvoll gewesen, das hast du zelebriert und aufgetragen und auf den Tisch dann hast dich gefeiert, weißt du? So ist die Osternestli-Sucherei gegangen. Jetzt stell dir mal vor, meine Eltern hätten einfach am Samstagabend alle Osternestli auf den Tisch, auf den Küchentisch hergetan und am nächsten Morgen wären wir gekommen und gesagt, super, ein Osternestli, oder? Und genau so ist es manchmal mit der Gegenwart Gottes, mit seinem Reden. Wenn er zu dir möchte reden, dann wünscht er sich, dass du es suchen, dass du dich danach strebst, dass du wie das Osternestli Energie und Zeit und Aufwand drin investierst. Weil wenn es dann findest, dann hat es auch den Wert, den es verdient. Dann bedeutet es dir auch etwas. Dann wertschätzt du, für was es ist. Und es ist nicht einfach ein hergeklopfter irgendetwas, was du jetzt halt auch noch hast. Sondern es hat das Gewicht und die Bedeutung, wo ihm seinem Reden angemessen ist. Jeremia 33, Vers 3. Rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Das sagt Gott zu dir. Hey, erwart, dass er zu dir redet. Such sein Reden. Investier Zeit und Aufwand. Erwart nicht, dass es einfach so einfach easy ist. Manchmal ist es so. Aber ich glaube, es gibt da eine Qualität im Reden Gottes drin, die steigt, wenn wir uns danach streben und wenn wir uns danach sehnen und wenn wir sagen, und ich möchte Gott, dass du zu mir redest und ich sehne mich nach dem näher reden in mein Leben drin. Also es bekommt ganz eine andere Qualität. Und der dritte Punkt, der dir helfen kann, Gottes Reden ganz persönlich für dich selber zu hören, ist, seine Kanäle zu kennen. Es ist hilfreich, wissen, wie Gott dann kann reden und wie er in der Vergangenheit zu anderen Menschen geredet hat und wie er zu dir kann reden. Ich habe da ein paar aufgelistet, das ist nicht eine abschliessende Liste, die hat nicht einen Vollständigkeitsanspruch, es gibt noch ganz viel mehr. So, die intimsten Zeiten, die Gott hat oder die ich mit Gott habe, ist, wenn ich joggen. Also ich muss irgendwie am Rennen sein und dann bin ich so bereit, zum Gottes Reden zu hören und dann kann er mir Sachen zeigen und offenbaren, wo irgendwie sonst nicht so gehen. Es braucht die Zeit, wo ich auf die Seite tue und wo ich irgendwie gar nichts anderes mache, außer einfach rennen und hören, was er sagt. Das sind die Zeiten, wo Gott zu mir mega nah und intim kann reden. Es gibt so das Sehen, es gibt so die Möglichkeit, Gottes Schöpfung anzuschauen und Gott fängt plötzlich an in der Natur zu dir anfangen zu reden. Dein Herz füllt sich mit Lobpreisen, er kann dir Sachen offenbaren, die er vorher gar nicht hätte zeigen oder sagen. Bei manchen Leuten ist das einfach durchs Sehen, was sie wahrnehmen mit ihren Augen. Andere Menschen hören Gottes Reden. Es ist wie so eine leise Stimme in einem drinnen. Was häufig der Fall ist, ist, dass Gott plötzlich in Situationen Bibelstellen in Erinnerung ruft, die mit der Situation, wo du drinnen bist, mega viel zu tun hat. Das ist eine Art, wie Gott mega gut mit dir reden kann. Darum lohnt es sich, die Bibel zu lesen und zu kennen. Weil Gott kann so viel besser zu dir reden, weil er kann dir, was er vorher schon mal offenbart hat, wieder in Erinnerung rufen und dich daran erinnern, was dann genau dort gestanden ist und was er ja schon geschrieben hat. Wir können spüren, was Gott möchte. Man kann plötzlich merken, hey, da gibt es einen Frieden über eine Entscheidung. Es hörst ganz viele Menschen, die vor Entscheidungen stehen und beten, Gott, rette zu mir, zeig mir, ist es richtig, ist es falsch. Und plötzlich kommt ein Frieden Gottes, der einfach mehr ist als ein Frieden aus uns daraus raus. Das ist eine Art und Weise, wie Gott zu dir persönlich kann reden. Es gibt Träume und Visionen, es gibt prophetische Worte und es gibt noch so viel mehr. Und wir werden in dieser Predigtserie diesen Kanal auf die Spur gehen. Wir werden ganz bewusst verschiedene Arten und Weisen unter die Lupe nehmen und probieren zu verstehen, wie dann Gott so durch diesen Kanal zu uns reden kann. Nächste Woche geht es weiter mit dem Hermann, wo wir predigen über Gottes Reden durch die Bibel. Wie kann Gott durch die Bibel zu uns
persönlich, intim reden. Also wir machen uns auf die Suche, wir wollen das Reden Gottes mehr haben in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Also unser Wunsch ist, dass wir mehr Rema haben können. Mehr das nähere Wort, das Reden Gottes in unser Leben hinein. Und jetzt möchte ich etwas sagen, mit aller Autorität, die ihr mir jetzt gebt. Möchte ich zu euch ein ernstes Wort schnell reden. So möchte ich Folgendes sagen. Ich kann schon mal schnell den Prozess zeigen. Das möchten wir als Gemeinde mehr erleben. Wir möchten sehen, wie Menschen vorwärts gehen und unterwegs sein mit Jesus und immer mehr verändert werden. Jetzt, das Reden Gottes ist der Schritt 1. Da fängt es an. Sein Reden dürfen hören und wahrnehmen. Was er möchte, dass du machst, ist die zentrale Fähigkeit, auf das wir weiter wachsen können. Wenn du möchtest Freiheit erleben und sehen, wie Gott Sachen in deinem Leben durchbricht und wie du kannst Sachen ablegen, dann ist es wichtig, dass Gott zu dir kann reden, dass er dir das kann zeigen. Seinen Plan für dich erkennen, das braucht das Reden Gottes. Einen Unterschied machen in die Welt und dieser Berufung gerecht werden, das geht gar nicht ohne das Reden Gottes in deinem Leben. Ich hoffe, du verstehst, wie zentral und wie wichtig das ist für die nächste Zeit, wo wir als Gemeinde unterwegs sind. Und jetzt kommt, was ich dir möchte sagen, mit aller Autorität, die du mir gibst. Wenn du Gottes Reden nicht regelmäßig hörst, wenn das für dich nicht eine natürliche Sache ist, dann komm am Donnerstag in die Interessengruppe von der Dabrina, wo es ums Reden Gottes geht. Es hat mich schockiert zu sehen, dass in diesem Kurs wieder alle die sind, die schon alles machen. Weißt du? Klar, es gibt noch 2, 3 andere, die auch gekommen sind, aber so ein bisschen, Mann, wenn du Gottes Stimme nicht regelmäßig hörst, dann musst du in den Kurs gehen. Ich meine dich, jetzt gerade. Wirklich, ich sage das so ernst, wie ich das kann, mit so viel Autorität, wie du mir gibst. Wenn du Gottes Stimme nicht regelmäßig hörst, dann nimm dir Zeit und mach Platz in deinem Kalender, dass du am Donnerstag kannst kommen und dem auf die Spur kannst gehen und anfangen, für dich herauszufinden, wie redet Gott zu mir, wie kann er reden. Weil ich stelle fest, dass für viele Menschen Gottes Reden ein bisschen ist wie für mich Französisch. Weißt du, ja, habe ich probiert, funktioniert eh nicht und das ist mega mühsam und brauche ich ja eh nicht. Und das ist ich habe mir die Frage gestellt, was müsste passieren, dass ich heute noch Französisch lernen würde? Weißt du, was müsste als allererstes passieren? Ich müsste Buß tun. Für all die blöden Witze, die ich gemacht habe über das Französisch lernen. Ich müsste Buß tun über mein negatives Denken, wenn es ums Französisch geht. Ich müsste radikal umdenken und lernen, mal Französisch ist eine wunderschöne Sprache. Genügt besser als Französisch. Und solange das nicht passiert, meinst du, ich werde je Französisch lernen? Und solange du über Gottes Reden nicht Buß tust und umdenkst, meinst du, das wird je eine Sprache sein, die du lernst? Also wenn du negative Gedanken hast über Gottes Reden persönlich zu dir, das Erste, was du tun musst, ist Buß tun. Du sagst, sorry Gott, dass ich dein Reden in meinem Leben klein gemacht habe. Dass ich Frustration, Enttäuschung dominieren lassen habe, über meinen Hunger nach dir. Du musst Buß tun, du musst umdenken, umkehren und zurückkommen zu einem kindlichen Glauben, der sagt, Gott, ich sehne mich nach deinem Reden. Das wollte ich noch sagen. Hey, ich möchte jetzt zum Schluss von der Predigt noch beten für dich. Ganz besonders, es ist mir wirklich ein Anliegen für die Menschen zu beten jetzt, die eher eine negative Grundhaltung haben am Reden Gottes gegenüber, die eher skeptisch sind, die vielleicht Enttäuschungen erlebt haben, die über so lange gar nicht wirklich Gottes Reden selber in ihrem eigenen Leben hatten. Für euch möchte ich jetzt ganz bewusst und spezifisch beten. Ja, Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen, dass du ein Gott bist, der nahe ist. Dass du so nahe bist, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du das Paradies verlassen hast, um uns nahe zu sein. Ich möchte dir Danke sagen, Jesus Christus, dass du auch heute noch möchtest nahe sein. Dass du persönliche
Beziehung mit jedem Einzelnen von uns möchtest leben. Und ich bitte dich, dass dort, wo Enttäuschung und Frustration und ja, einfach negative Gedanken über dein Reden da sind, Jesus, dass du uns Erkenntnis schenkst, dass du möchtest persönlich mit uns reden. Wir wollen Buße tun, wir wollen umkehren und bekennen, dass dort, wo wir schlecht über dein Reden denkt haben, dort, wo wir das Gefühl haben, das passiert ja gleich nicht in meinem Leben, alle anderen machen das, aber ich nicht, dass du das jetzt durchbrechen, die Gedanken. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du einfach einen neuen Hunger ausgüssest in unsere Herzen nach dir und deinem Reden. Ich bitte dich, dass du einfach uns aufzeigen, was dein Wille für unser Leben ist, dass wir mehr hören dürfen, mehr von dir dürfen wahrnehmen und merken, wie du mit uns unterwegs bist. Und alle, die einverstanden sind, dürfen wir mir zusammen sagen, Amen. Amen. Wir steigen jetzt ein in eine Zeit der Anbetung, wo wir unseren Gott loben und preisen, aber wir dürfen sogar noch etwas Praktischeres machen. Wir dürfen nämlich jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Das ist das Mal, wo Jesus eingesetzt hat, am Abend, bevor er sein Leben für uns hingegeben hat. Und ich möchte vorlesen aus Lukas 22, Vers 19, das Wort von Jesus, was er gesagt hat, zum Abendmahl einsetzen und dann können wir miteinander das Abendmahl auch feiern. Er hat dort gesagt, dann nahm er Brot. Er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Und das werden wir jetzt miteinander feiern. Toni, kannst du mir schnell ein Brot und ein Wein holen? Danke. Wir möchten feiern, dass Jesus das für uns da hat. Wir werden Stationen haben, links und rechts. Und wir nachher einfach während dem Lobpreis dürfen die Führer kommen, dürfen den Becher und ein Stück Brot mit am Platz nehmen. Und wenn du das machst, dann ist das ein Bekenntnis. Dann ist das ein Bekenntnis, dass du das für dich möchtest in Anspruch nehmen. Du bekennst damit, dass auch für dich Jesus gestorben ist. Dass er auch sein Leib für dich zerbrochen hat und dass er sein Blut für dich vergossen hat. Das ist ein freiwilliger Akt, das muss niemand machen, der das nicht möchte so bekennen. Aber wenn du das nimmst, dann bekennst du das, dass es einen neuen Bund gibt zwischen Gott und den Menschen, der besiegelt worden ist durch sein Blut. Und ich möchte jetzt Danke sagen, dass wir das miteinander feiern und dann steigen wir ein in eine Zeit vom Lobpreis, ihr dürft dann vorkommen und das Abendmahl am Platz nehmen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du dein Leben zerbrochen hast. Dass du dich selber hingegeben hast und dass du den Tod am Kreuz in Kauf genommen hast für uns. Ich möchte dir Danke sagen, dass du das Blut vergossen hast. Dass du dein Leben hergegeben hast, auf das wir ein neues Leben haben. Dass wir leben in einem neuen Bund, in einer neuen Realität mit dir, lieber Vater. Wir loben dich und wir preisen dich und wir geben dir Dank und Ehre für das, was du da hast für uns. Amen. Amen. Hey, lass uns einsteigen in eine Zeit der Anbetung, wo wir mit der Band zusammen einfach unseren Gott loben und preisen. Und komm doch vorne, so, wir machen das wie immer so im Uhrzeigersinn. Kommt vorne, nehmt das, geht zurück am Platz und nehmt das dort ein im Gedenken, was Jesus für dich ganz persönlich da hat. Als Mami und professioneller Osterhas, wo ihre Kinder gut kennt, möchte ich euch noch eine Ermutigung zusprechen zum Wort, das Micha mit uns geteilt hat. Und zwar, Gott kennt dich. Er kennt dich besser als du selber. Er kennt dich besser als deine Eltern dich kennen. Er kennt dich durch und er will, dass du seine Osternestchen findest. Er will, dass du sein Wort hörst. Und weil er dich so gut kennt, versteckt er es genau dort, wo du es auch finden kannst.
Und ich möchte euch ermutigen, komm, wir gehen zusammen auf diesen Weg, auf diese Suche, dass wir immer mehr und immer mehr von diesem Wort dürfen hören in unserem Alltag. Dass es kann, auf Englisch sagt man so schön, Second Nature, zweite Natur für uns werden, um diese Stimme zu hören, um diese Sprache zu reden. Kinder sind ein Segen. Das haben wir heute Morgen ja schon mal herausfinden dürfen. Und als Mami und als Mitarbeiterin vom Kids-Bereich, vom Himmelwärtsbereich, darf ich euch sagen, Kinder sind ein Segen für uns und es ist ein Segen für uns, dass wir dürfen für Kinder da sein. Und im Kids-Bereich ist es im Moment so, dass wir leider viel zu wenig Mitarbeiter haben und wir brauchen mega dringend deine Hilfe. Wenn du diesen Segen in deinem Leben möchtest erleben, am Sonntagmorgen mit den Kids zusammen Zeit verbringen, die Chance darfst haben, in ihr Leben hineinzusprechen, ihnen zu erklären, wer Gott ist, die wunderbare Glaube, die Kinder haben, wo wir so viel davon lernen können, zu sehen am Morgen live den Glauben, wo Gott sich wünscht, dass wir den haben, den kindlichen Glauben erleben, dann bitte ich dich, komm auf den Micha zu, komm auf Céline zu, schreib am Sekretariat, darfst dich auch gerne bei mir melden. Wir brauchen unbedingt Leute, die sich in unsere Kids investieren, damit wir am Sonntag einerseits wirklich auch genug Leute haben, um sie zu betreuen, dass wir genug Erwachsene sind, um die Kinder zu schauen, und andererseits aber auch, dass wir Leben in sie hineinsprechen und Glauben ihnen vorleben und ein Vorbild sein für die Kids. Dann, wenn du schon Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bist bei uns, dann darf ich euch einladen. Und zwar haben wir ein Mitarbeiterfest. Und es wird wirklich ein Fest. Ich kann mir sagen lassen, wir treffen uns nicht einfach da und schwätzen ein bisschen, sondern es gibt gutes Essen, es gibt eine Show, es gibt ein richtig cooles Programm und es lohnt sich, dabei zu sein. Du kannst dich anmelden per E-Mail und wir freuen uns auf das Fest miteinander. Und dann darf ich euch jetzt noch ein Zeugnis vorlesen. Und zwar haben wir letzte Woche die Ermutigung hören, dass es so wertvoll ist, Zeugnis zu teilen, unsere Erlebnisse mit Gott miteinander zu teilen und miteinander zu feiern, was andere erlebt haben mit Gott. Und jemand hat geschrieben, und das lese ich euch jetzt vor. Und da steht: 2012 wurde ich von einem Auto angefahren. Ich musste zur Schule und war etwas spät dran. Ich rannte, ohne auf die Seiten zu schauen, über die Straße. Ein Auto fuhr mich an. Die Situation war speziell, denn ich lag unter dem Auto mit beiden Beinen. Der linke Oberschenkel war gebrochen und mein Knie bekam eine Verbrennung durch das Bremsen der Reifen. Es war überraschend, dass mein Kniegelenk unversehrt außer der Verbrennung davonkam. Da meine beiden Beine unter dem Auto lagen, hätte mein rechtes Bein ebenfalls verletzt werden sollen. Das rechte Bein kam ohne einen Kratzer davon. Ich bin überzeugt, dass Gott mich vor Schlimmerem bewahrt hat. Durch den Unfall lernte ich im Kinderspital Zürich einen Jungen kennen, der ebenfalls wie ich lange im Spital war. Gemeinsam mit ihm durfte ich einiges erleben. Zum Beispiel kam der Zürich Zoo mit Schlangen zu uns, Clowns, Musiker und so weiter. Der Junge freundete sich mit mir an und er wurde neugierig, was ich für ein Armband an meinem Arm trug. Das war das WWJD-Bändeli. Ich begann von der Kirche, von Gott und von vielem mehr zu erzählen. Gemeinsam unterhielten wir uns jeden Tag. Gemeinsam mit mir bekehrte er sich und durfte Gott in sein Leben lassen. Nach dem Spitalaufenthalt trennten sich unsere Wege. Frühling 2021 begegnete ich per Zufall seiner Mutter. Sie erzählte mir, dass er viel von mir und meinem Glauben erzählt hat. Der Junge und seine Mutter fanden beide zu Gott.
Der Junge durfte bereits vor den Herrn treten. Durch den Unfall lernte ich Acht zu nehmen auf meine Umgebung, auf die Straße zu schauen. Durch meine Geschichte konnte ich vielen zeigen, dass es nicht reicht, nur nach vorne zu blicken, sondern auch auf die Seite sehen sollten und hinzuhören. So wie auch all den Menschen, die Gott noch nicht kennen durften. Ein mega schönes und ein mega berührendes Zeugnis. Und wenn du auch etwas mit Gott erlebt hast, es muss nicht so ein langes und tief bewegendes Zeugnis sein, wie jetzt gerade das. Es können auch kleine Sachen sein. Wir möchten dich ermutigen, melde dich bei uns, damit wir die Zeugnisse in unseren Gottesdienst hineintragen können. Wir haben extra so Kärtchen gemacht, die ihr beim Ausgang mitnehmen könnt. Da steht drauf «My Testimony», mein Erlebnis mit Gott, das, was ich von Gott erzählen kann. Da hat es einen QR-Code drauf, kannst du scannen und dort kannst du dann direkt dein Zeugnis reinschreiben. Du darfst uns auch ein E-Mail schicken. Du kannst auch auf uns zukommen, wenn du möchtest, dein Zeugnis selber erzählen davor. Es sind verschiedene Wege, die dir offen stehen, um dieses Erlebnis, das du mit Gott gehabt hast, mit uns zu teilen. Danke vielmals der Person, die das Erlebnis mit uns geteilt hat. Ich bin extrem ermutigend und mega berührt. Und jetzt darf ich euch noch sagen und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ich segne euch im Namen vom himmlischen Vater, dem, wo Himmel und Erde geschaffen hat, dem, wo dich sehr gut gemacht hat. Ich segne euch im Namen vom Sohn, der auf die Erde gekommen ist, der für uns gestorben ist, der uns erlöst hat. Und ich segne euch im Namen vom Heiligen Geist, Kraft Gottes, wo in uns lebt, wo zu uns redet, genau so, dass wir dürfen hören. Und ich sende euch aus, im Namen von dem dreieinen Gott und im Namen vom Kreuzpunkt, in dein Umfeld hinein, auf das du Gottes Reich darfst in die Welt hineintragen. Amen. Wir singen zum Abschluss noch ein Lied.